Man kann sich überall rausdenken, das hat auch der Neville gesagt. Das Schöne ist, wenn du weißt, dass du dich überall rausdenken kannst, dann ist nichts unmöglich, oder? Das heisst, du kannst dich auch überall drin hineindenken und das ist ja auch am Neville seine Lehre, „Feeling is the secret, living in the end“, dass du wirklich an die Endvorstellung von deinem Wunsch gehst, dass du dich fragst: „Wie geht's mir, wenn ich bereits die Person bin, die ich sein will? Und was macht die Person, die ich sein will? Wie redet die Person, die ich sein will? Was macht die Person nicht, die ich sein will?“ So, dass es allmählich zu deiner Natur wird, bis die 3D-Realität nicht anders kann, als dass sie sich muss fügen deiner Annahme. Sie muss sich deiner Annahme fügen. Das heisst, wenn du davon überzeugt bist, dass du, liebenswert bist, dann wirst du in deiner Welt immer wieder Bestätigung bekommen, dass du liebenswert bist. Du wirst, mit dir wird lieb umgegangen und so. Und so kann man sich wirklich fragen: „Wie will ich mich fühlen, wenn ich bereits an meinem Ziel bin?“ Und das anlegen wie ein Kleid, immer dabei haben. Versuchen nicht auf Sachen eingehen, die nichts mehr mit dieser Realität zu tun haben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel möchtest 'n erfolgreicher Sänger sein oder dich fühlst als ein erfolgreicher Sänger, dann darfst du nicht mehr denken, dass du keine gute Stimme hast, weil ein erfolgreicher Sänger, der ist in seine Stimme verliebt. Das ist sein Hauptinstrument. Der zweifelt nicht an seiner Stimme. Und so muss man Zweifel loslassen und nicht mehr füttern mit Energie. Nicht mehr füttern mit Energie, dass es wieder in deiner Welt weiterhin haften bleibt, sondern dein neue Ich füttern mit deinen Gefühlen, mit deinen neuen Gedanken, mit deinen neuen Ideen anfangen, Schritt machen in die Richtung, wirklich, dass es in die Richtung geht. Sonst wirst du immer wirst ständig an deiner jetzigen Lage gefesselt sein, wenn du nichts änderst. Das ist einfach nur mal so. Du kannst dich schon mal gut fühlen, wieder mal schlecht fühlen, aber jedes Mal, wenn du dich wieder schlecht fühlst, hast du das Gefühl, das Leben schuldet dir irgendetwas. Wenn du gut fühlst, dann ist es meistens von kurzen Ding und, man findet sich dann oft eigentlich immer wieder in den negativen. Die ist anscheinend viel mächtiger, oder? Man erzählt den Kollegen auch immer nur, was einem schlecht gegangen ist, nicht was einem gut gegangen ist. Auch da umpolen, erzählen: „Warum geht's dir gut?“ Erzähl Sachen, wie du dich in der Zukunft fühlen willst. Wenn du weißt, du bist in der Zukunft glücklich, dann musst du heute schon erzählen deinen Kollegen, dass du glücklich bist. Auch wenn's grad nicht stimmt. Auch wenn's grad nicht stimmt. Einfach nicht auf den alten Film eingehen, weil auch wenn die am Anfang vielleicht mit das Gefühl hast, du belügst dich, wenn du denen wieder erzählst, dass dir schlecht geht, dass du 'n armer Siech bist, weil du das wieder nicht hast, bist du wieder in den alten Gefühlen und du knebelst dich weiterhin an den Zustand. Du gehst wieder in die Abwärtsspirale. Deine Kollegen sehen dich als der arme Siech. Irgendwann kommen sie auf dich zu und fragen: „Und, hast du schon wieder 'n scheiß Tag gehabt?“ Aber wenn du anfängst zu erzählen, du bist glücklich, du hast eigentlich nur gute Tage, dann fragen sie: „Und, was hast du wieder Spannendes erlebt?“ Oder es ist wirklich so, wie du durchs Leben gehst, das erlebst du. Wenn du einmal wenn du einmal irgendwie etwas wenn die Leute dich einmal abgespeichert haben als etwas, und das ist schon oftmals noch einmal, wenn sie dich einmal gesehen haben, das Coca-Cola trinken, dann fragen sie sich das nächste Mal: „Willst du jetzt Coca-Cola?“ Oder? Das heisst, du wirst schon in Versuchung gebracht. Das heisst, wenn dein Ziel ist, nicht mehr rauchen, dann darfst du nicht unter Leuten mal ab und zu rauchen, weil sie fragen dich wieder, du wirst immer triggert. Das heisst, du musst dort „Nein“ sagen. Du musst das wirklich versuchen halt nicht noch anderen Leuten zeigen, was für nicht nur deine alte Realität den anderen Leuten weitergeben, sondern wirklich die neue Realität, wo du weißt: „Dann bin ich so“, denen anfangen das erzählen: „Ich bin ein Glücksbild, bei mir geht alles mein Business läuft grad besser wie noch nie“, oder egal in welche Richtung, oder? Nicht das Alte bestätigen, nicht die 3D-Welt bestätigen, die ist träge und die scheinen nach. Alles, was du im Aussen erlebst, ist 'n Schatten von deiner Vergangenheit. Alles, was du in der Vergangenheit gedacht hast, erlebst du dann, wenn es Zeit ist zum Ernten. Das heisst, jeder Gedanke ist deine Saat und alles, was du erlebst, ist deine Ernte. Du darfst nicht bestätigen, du darfst die 3D-Welt nicht bestätigen, weil du siehst in dem Moment du siehst den Gedanken erneut und dann erlebst du es wieder, oder? Ignorieren. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl hat, man belügt sich und, belügt andere. Aber du musst ihnen nicht sagen: „Mir geht's bestens“, sondern du kannst auch, wenn sich das falsch anfühlt, dann kannst du auch sagen: „Ja, mir geht's, jeden Tag besser.“ Oder dass es auch verankert ist, als es etwas ist, wo aufwärts geht. Nicht, es ist schon wieder ja, schon wieder die gleiche Scheiße erlebt. Oder: „Oh, nicht schon wieder bin ich im Stau“, sondern, „Heute ist es besser heute habe ich ja weniger Stau gehabt wie gestern“, oder „Heute ist es sehr angenehm gewesen im Stau. Ich habe gemerkt, ich konnte, 20 Minuten länger Hörbuch hören, statt mich 20 Minuten nerven.“ Oder die Energie shiften, wirklich die Energie shiften, dass deine Frequenz, die ausstrahlt, nur das drin hat, was sich mit dem Ziel vereinbart. Dann ziehst du auch dein Ziel an.
Und ab dem Moment, wo du zurückschaust und auf 'ne alte Frequenz oder auf ein altes Bild von dir schaust, dann bist du wieder in dem Gefühl, du bist automatisch wieder in dem gekränkten Gefühl drin. Und ich habe zum Beispiel auch aufgehört zu erzählen, wenn's mir nicht schlecht geht, weil oftmals habe auch gemerkt gehabt, da ist es wahrscheinlich mein Ego, wo dann auch wieder das Drama sucht, oder? Habe ich dann auch gemerkt gehabt, wenn ich, ja, wenn ich will, dass mich oder nein, wie soll ich sagen, wenn ich gefragt werde, wie's mir geht und es mir schlecht geht und ich dann gesagt habe: „Ja, es geht mir schlecht“, dann wird auch weitergefragt. Dann wird weitergefragt. Ich habe gemerkt gehabt, das zu fragen, wie's mir dann geht, ist der Startschuss, dass ich mich in meine Opferrolle verkriechen kann und in 'ne Frequenz verkriechen, wo ich nicht mehr will. Darum habe ich jetzt auch wo ich nicht sein will. Darum habe ich jetzt auch aufgehört, gar nicht mehr, davon zu erzählen, oder? Und ich habe jetzt auch zum Beispiel der Zora gesagt gehabt, über was für Themen ich gar nicht mehr gefragt werden von ihr. Nicht, weil ich's nicht will, dass sie sich nicht interessiert, sondern einfach, weil ich nicht mehr möchte erinnert werden an gewisse Zustände. Weil, wenn ich mich wieder drin verfange und das alte Gefühl wieder durchlebe, dann grabe ich den Zustand wieder aus und er ist in meiner Welt wieder, real. Aber der Zustand verliert an Kraft, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenkst. Er verwelkt wie 'ne Rose, die kein Wasser mehr bekommt, sie verwelkt einfach irgendwann, oder? Und so sind unsere Zustände auch. Unsere Sachen verwelken, wenn wir nicht mehr die ganze Zeit die Aufmerksamkeit drauf lenken. Aber wir leben halt einfach irgendwie in einer Gesellschaft, wo man nur über das Schlechte redet, wo man am Morgen schon aufsteht und also bei uns jetzt zumindest, in unseren Breitengraden, wo man erzählt, was alles Schlechtes im Fernsehen gelaufen ist, welcher Wichser da draussen wieder irgendwie in der Politik nicht richtig die Sachen macht, anstatt sich einfach einmal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Schieben wir die Schuld immer ab, oder? Alle anderen sind schuld, dass ich jetzt in dieser Lage bin und so. Und das wird einem nie weiterbringen. Das heisst, wir knebeln uns energetisch genau an den Punkt an, dass immer die anderen schuld werden sein. Wir werden immer einen Grund finden, dass die anderen schuld sind. Selbst wenn sie es gut machen. Selbst wenn sie dann plötzlich etwas gut machen, finden wir einen Grund, warum das gleich nicht gut ist. Weil irgendwie können, ja, sind wir dann verdammt, auf dem hocken zu bleiben. Darum, ich glaube, das, wo Jesus gesagt hat: „Hebt die andere Wange hin“, ist sehr weise, weil es sagt im Grunde sagt nicht: „Lass dich noch mal schlagen“, sondern reagiere nicht auf die Welt, reagiere nicht, was draussen ist. Geh in dich rein, du bist die einzige Instanz, die deine Welt verändern kann. Und wenn du deine Welt veränderst und dir in ein besseres Leben verhilfst, verhilfst du anderen auch in ein besseres Leben. Weil wenn dein Ziel ist, keine Ahnung, oder wenn du plötzlich, keine Ahnung, Unmengen viel Geld hast, kannst du vieles in die Welt rufen, wo auch Gutes bewirkt. Aber wenn man nur Opfer bleibt von oder nur sagt, die anderen sind schuld, ja, wegen der Politik kann ich das nicht oder weil der Krieg grad ist, lohnt sich's eh nicht, mein Business anfangen. Das heißt, wir schieben eigentlich alles ab, weil wir eigentlich selber wahrscheinlich auch zu faul sind, um mal etwas zu verändern, haben wir einen guten Grund, um in unserer alten Komfortzone zu bleiben, was nicht verkehrt ist. Das ist keine Verurteilung. Aber der Mensch ist sich so bequem da drin und es ist halt auch mit dem Finger auf andere zeigen, ist gut, weil man ist dann selber, ja, gut, wie man ist und es gibt dann auch keinen Ansporn, um sich zu ändern. Weil wenn ja alle anderen schlecht sind und ich es am besten mache, dann habe ich auch keinen Grund, um mich zu verändern, oder? Aber wenn man mal würde einfach zu sich schauen und merken: „Ah, ich reagiere da so, ich könnte da anders reagieren. Oh, anstatt nur die ganze Zeit, reden, könnte ich meinen Beitrag beileisten“, oder anstatt nur anderen sagen, sie machen die Sache falsch, mal schauen, wo könnte ich einen besseren Beitrag leisten, wo kann ich helfen?